Schaffen wir den noch? Nee, komm. Und ich dachte, ich verkacke. Montag, 30. Dezember. Morgens. Psst, Thomas, over here. Hey, Frank. Was machst du denn da? What are you doing there? I'm trying to stay out of sight. Looks like Okay. Morgan will be at the post office all day. Listen Sure. up. Jack and I cooked up a little plan. I'm sure Morgan will be gone soon. But I gotta get out of here now. You haven't seen me. Oh, zum Glück haben sie mir nicht die Wahl gelassen, ob ich ihn verpfeife oder nicht. Hey, ich würde jetzt mal, also zuallererst mal, Postmann Gruß. Guten Tag, ihr Leute. Weiter geht's mit Lake, Seasons Greetings und ja, für den nicht Eingeweihten jetzt Süder will seinen Kollegen verpfeifen. Ja, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das ist nicht gut. Der kann halt einfach den einen Typ nicht leiden. Hat er ja allen Grund zu, irgendwelche Leute nicht leiden zu können, aber dann so, ich kann einfach nur nicht leiden, weil ich kann ihn nicht leiden und deshalb verarsche ich ihn jetzt und stecke ihm tote Ratten in den Auspuff und was weiß ich was alles. Ja, ist auch kein Wunder, dass der, ach ja, übrigens, Frank tut illegalerweise auch noch Feuerwerkszeug hier auf dem Parkplatz von der Post verkaufen und was weiß ich was und alles schön und gut, ist mein Freund und so, aber gestern, also in der letzten Folge, beim Pokerabend, da hat er sich irgend so eine saudumme Geschichte aus den Rippen geleiert, so, sagt man das so? So von wegen, ja, der hat mal Hunde getreten und deshalb kann ich nicht leiden. Und jeder so, ey, vollkommen klar, das ist ein böser Kerl so. Und dann so, ja, nee, war ein Späßchen, ha, ich kann ihn einfach so nicht leiden. Aber wir tun ihn trotzdem verarschen. Finde ich nicht gut. So, genug gelästert. Ich ruf mal meine Karte auf. Was ist ein Montag? Für heute steht irgendwie nix an, sehe ich gerade. Morgen Silvesterparty. Ach, wer hätte es gedacht. Und postmäßig sieht es folgendermaßen aus. Es ist interessant, dass hier so wenig Post als gibt. Also heute gibt es nicht wirklich viel. Also wir sind da. Würde ich sagen, wir starten unsere übliche Route. Ja, also. Wir fahren vom Postamt nach links. Dann gleich wieder links das Paket abliefern. Dann machen wir hier die große Runde, fahren dann da runter, unten an der Kreuzung biegen wir nach rechts ab, da hoch, da rein und dann können wir nämlich gleich zurückfahren. So. Und das Paket hier abliefern. Das da noch irgendwann. Ah, der Köderladen, den kenne ich. Und ganz am Schluss fahren wir dann wieder hier rein. Okay, alles klar. Habt ihr fleißig mitgeschrieben? Jo, ich auch nicht. So, ich weiß nur noch links. Top of the Monday morning, P.O. Guten Tag. We're starting this week with a from Lucinda. So, P.O. also, hier war noch nicht links, ne? Ich hab Hi, vorfahren. Jack. Und dann erst da vorne links. Okay, KNW6 alles klar. TV crews filming in P.O. yesterday So, with Connor da Price. rein. Hallöchen, As a big Puppelchen. fan, I just had to ask him for an autograph. He asked me for my name, but he kept calling me Linda. Even after I corrected him twice. Isn't that just rude? Ja, ist es. Well, that's a bit Moment, rude ich hab indeed, nicht wirklich Linda. zugehört, aber... I mean, Lucinda, of course. Sorry about that. Hä? Wieso geht denn hier jetzt das Radio nicht weiter? Och Mann. Sorry, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das labert dann weiter, während ich jetzt hier Post ausliefer. Das ist ein Paket, ne? West 3rd Street. Ja, guck mal, nur 2 Pakete heute. Der rechts ist alles And Post. parcel. Ja. So, hat die jetzt gerade geredet? Ich hab ehrlich gesagt nicht, also ich muss an Dingens gehen. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich zugehört. Ich glaube aber, es geht um den Reporter da, um den Newsman oder so, was der hier noch in dem beschaulichen Städtchen ist. Dingeli dongeli. Nobody's home. Ja, dann schön vor die Neither Tür snow gelegt. nor rain nor heat nor gloom of night. So, direkt vor die Tür. Ich glaube nämlich, dass der gar nicht von der Post ist, sondern von dem Götterboten. Wenn er versteht, was ich meine. Habe ich nämlich letztens 2 Pakete gekriegt. Also eins vom Götterboten und eins von DHL. So, ich habe mit beiden einen Ablagevertrag.
Ich habe beiden nochmal extra geschrieben, weil du kannst da bei dem Ding nochmal extra schreiben, willst du es irgendwo besonders hinhaben? Ja. Mach's in den Schuppen neben dem Haus. So. DHL also. Ja, geil. Schmeiß ich's in den Schuppen neben dem Haus. No problemo. Haben sie gemacht. Ich habe vergessen, wie ich fahren muss. Ah ja, nach links. Haben sie gemacht. Hermes wiederum so. Schuppen neben dem Haus. Da muss ich mich ja bewegen. Nö, das mache ich nicht. Und hat es dann halt einfach direkt an die Haustür gestellt. Ja, so richtig schön hochkant, weißt du, das Ding hingestellt. Also, bin ich hier nicht richtig? Ach, doch die andere Straßenseite. Ah ja, okay. So, dass man es schön... Wir haben keinen Zaun oder sowas vorne dran. Also man kann es schön vom Randstein einsehen. Oh, guck mal, da ist ein Amazon-Paket. Ah, super. Schaffen wir den noch? Nee, komm. Und ich dachte, ich verkacke. Na jedenfalls, ist jetzt nicht weiter schlimm in meiner Straße. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Hier wohnen viele Rentner in der Straße. Es ist jetzt gerade eine Familie zugezogen mit 2 Kindern. Die werden so, keine Ahnung, 10, 12, 13 sein. Also gut erzogene Kinder. Ohne Scheiß jetzt. Also, wenn wir früher... Ist auch ohne Quatsch. Wenn wir früher... Wir waren definitiv nicht so gut erzogen. Also ich habe noch 2 Brüder und... Nee, wir waren nicht so gut erzogen wie die. Ja. Sind das 2 oder sind das 3 Kinder, wo die haben? Ist egal. Neue Familie, hey, alles super. Ansonsten viele Rentner und ich glaube, über die Hälfte der Rentner, die hier wohnen, sind mit mir verwandt. Also so, ist ja auch egal. Du kannst da ein Paket an die Haustür stellen und das steht dann zur Not eine Woche vor der Haustür. Keiner würde es klauen. Klauen? Das Ding ist, es ist eventuell möglich, dass das Paket irgendwann von einem Nachbar weggenommen wird, wenn er merkt, oh, der ist gar nicht zu Hause, der ist in Urlaub oder so, dann wird er es mitnehmen, wird es einfach reinlegen und wird warten, bis ich dann nach Hause... Oh, cool, guck mal, der LKU, Moment, dem mache ich besser Platz, was du da hast. Weißt du, ist er hier schön und gut auf der Gegenfahrbahn parken, aber bei dem LKW mache ich Platz. So, komm mal her. McGill's got such a great price on this house when the Sugarmans moved away. Danke für die Info. Hab ich hier schon wieder eins vergessen? Nee, da will ich ja später hin. So. Ah ja. So. Was wollte ich sagen? Achso, ja, dann würden es die Nachbarn halt einfach mit reinnehmen, würden warten, bis ich wieder zu Hause bin, würden es mir dann die Hand drücken. Hier, bitte, habt da ein Paket aufgehoben, nicht, dass es irgendwie nass wird oder so. Zumal wir auch ein Vordach haben, wird nicht nass werden. Aber egal. Geht ums Prinzip. So, trotzdem, ey. Da haben sie schon... Weißt du, die müssen gar nicht klingeln. Ich kann voll verstehen, wenn du keine Interaktion mit Menschen willst. Scheiße, ich bin so kack geparkt. Ich kann voll verstehen, wenn du keine Interaktion mit Menschen willst und einfach nur Paket und Brief, was weiß ich, was abliefern, abhauen, fertig. Ich will nicht mit Leuten reden. Ist voll in Ordnung. Bin ich voll dafür. Ich will auch keine Interaktion mit Menschen. Aber wenn du doch schon die Chance hast. Oh, Thomas. Oh, shit. Hello there. Die verrückte Could you Katzenlady. be a sweetheart and bring that over to me? Of course. Ja, klar. Oh, careful now. Robert cleared most of the snow, but it's still a bit Katze sieht aus, als hätte er selber den Schnee Thank you weggeschnüffelt. so much. If only I still had the balance and agility of my feline friends. Oh, and good day to you, of course. Bin ich so groß? Ja, genau. Schönen Tag, Mildred und Genevieve. Ist das nicht irgendwie König Arthur, irgendwie sowas? Wenn man das nicht Mortimer ist. Mildred und Katze. Ich glaube, es ist hier egal, was ich sage. Komm mal her. Also hat keinen dicken Kopf, ist ein Mädel. Good day to you too, Mildred. And Genevieve. Thomas, honestly. Ich sag's euch, hätte ich jetzt Mortimer gesagt, dann hättest du gesagt, das ist doch Genevieve. Isn't that right, Mortimer? Naja.
Oh, pardon me, I can't quite keep track of all your cats. Also ich kann Katzen gut auseinanderhalten, ich kann mir nur keine Namen merken. But not quite as many as there are streets in Providence Oaks. And you can keep those apart. Ey, So, what do you have for me today, Thomas? Just a letter. Let's see. Moment, da kommt ein Anruf. Ich muss mal kurz Pause drücken. Ah ne, ich muss keine Pause Sounds drücken. Interesting. Ihr müsst jetzt einfach warten. Ich laber da jetzt mal drüber. Ihr hört gar nicht mein Telefon klingeln. Gar kein Problem. Along with Tralalala. $5 to the first 6 people on this list. Your name will be added to the bottom. Soon enough, your name will rise to the top. Da siehst du. Then many people will send you $5. You will earn lots of money Wow. with one small investment. Oh, ja, super Idee. Das macht sie 100 Pro, oder? Ja, genau, das macht sie. Wie heißt das? MLM, Multilevel Marketing, Schneeballsystem. Das ist ja umwerfend. Mildred, das ist ein klassischer Kettenbrief. Du solltest mit deinem Sohn sprechen. Das solltest du mit deinem Sohn besprechen. Also, meinst du, ob ihr Sohn... Also das erste machen wir mal auf keinen Fall, ne? Das ist schon klar. Klassischer Kettenbrief oder mit dem Sohn besprechen? Hört sie eher auf mich oder eher auf den Sohn? Ich mach erst mal so. Mildred, that's a classic chain letter Ich meine, mit scam. Briefe kenne ich mich aus. Don't Ne? fall Bin for it. Postmann. No one ever Also, got ja. rich off of one of those. Well, except for the post office. Are you sure, Thomas? They make it sound so easy. Es gibt auf der Welt kein kostenloses Mittagessen. Leider nicht. Vertrau mir, in dem Fall. Wer weiß. Wie das Spiel aber auch immer offen lässt, die kleine alte Frau zu veräppeln. Ja, sie ist eine nervige kleine alte Frau. So ein bisschen, aber trotzdem. Also, leider nicht. Vertrau mir, Mildred. In dem Fall, wer weiß. Ja, komm, hier, da, They zack. always do. But there's no such thing as a free lunch, sadly. $30 is quite a bit of money. I'll think about it. Nicht drüber You do nachdenken, that, einfach Mildred. nicht machen. See you at Moe's tomorrow night? Probably. Bye, dear. Langsames Mauzen, okay. Alles klar, da haben wir mal die alte Frau davor bewahrt, verarscht zu werden. Wo ist mein Auto? Oh, da hinten. Ah. So. Was sagt eigentlich die Uhr? Also meine Uhr. So früh werde ich angerufen. Ich habe heute einen freien Tag und da rufen die irgendwie mittags an. Ich glaube, es hackt oder was. Bin ich da, ich arbeite. So, alles klar. Hier, weiter geht's. Ah, ich wollte da eigentlich... Ja, jetzt muss ich einen kleinen Umweg fahren. Ich wollte eigentlich natürlich die Straße. Hätte ich reingesollt. Hoppala. Na? Ja, pack einfach bei... Ich wende einfach bei denen da im Vorgarten. Gar kein Problem. Zack. Na. Hier noch ein Brief. Hallöchen, Popöchen. Ding Dong, die Post ist da. Aha. Guck besser aus. Guck das nochmal genau an, die schöne Handschrift. So, alles klar. Können wir hier ein bisschen Frühsport machen. So, ich lasse dich mal da einsteigen. Dann muss man nämlich rüberrutschen. Ich meine, er hat eine durchgehende Sitzbank. Auch kurz einparken. Oh. Ich hab nicht getroffen. So. Oh, was habe ich vergessen zu hupen? Oh, das wäre Verkehrsvergehen gewesen. So, Delle. Dann gucken wir mal. Jetzt müssen wir ganz darüber fahren, ein bisschen chillen. Also, was steht heute an? Ich glaube, heute steht gar nichts an, oder? Warte. Nee, heute steht wirklich nichts an. Okay, dann liefere ich diese blöden... Das eine Paket und die 2 Briefe aus und dann ist auch wieder gut. Mal gucken, ich glaube schon, dass da irgendwie noch was auf uns zukommt, irgendwie. So. Also wir müssen rechts runter gleich in den Köderladen. Das Schild sagt uns wo.
Achtung, hier. Quietsch, quietsch, quietsch. Junge, da könnte man seine Einfahrt... Oh, ist er... Ach, da! Das Fernsehteam ist auch hier. Was macht das Fernsehteam hier? So. Also ehrlich jetzt, wo ist denn das? Ach, da unten steht's. Das muss ich mir ein bisschen genauer ansehen hier. Was machen denn die da jetzt? Also ernsthaft jetzt, was machen die da? Oh, das steht da. Nein, da kann ich gehe erstmal Briefe einwerfen und danach gehe ich mal gucken, was die da machen. Allererst. Erst die. Okay, oder auch are nicht. we rolling? We're rolling. We're rolling. Okay, let's get this Wir in rollen. one. I'm freezing my ass off. When Chekhov saw the long winter, he saw a winter bleak and dark and bereft of hope. Yet we know that winter is just another step in the cycle of life. In the summer months, this lake is bustling with activity. As the local fishermen cast their rods, the tourists plunk down hard-earned cash to rent a boat and spend a delightful sun-soaked day on the water. Not so during this particularly harsh winter, however. Now the watery heart of Providence Oaks finds itself completely frozen over. No, that won't do as an analogy, because now we're sort of implying that residents have grown cold-hearted during the winter. Doesn't work, doesn't scan. Sehr gut. Yeah. guck mal, And da muss what ich mir was die- with that Chekhov stuff? Aber echt, I hey. don't get it. Chekhov? Like from Star Trek? All right. Let's try something else. Hey, wait a minute, Mr. Postman. Whoa, How's it whoa, going? whoa, whoa, Mr. Postman. Mr. Postman, look and see. There's a letter in your bag for me oder so. Mr. Postman, check and see, deliver the letter, the sooner the better. Irgendwie. Ah ja, ihr wisst, so, schlagt's nach. So. Hello, Mr. Price. Hat Ihnen der Film gestern Abend gefallen? Oh, ignorieren Sie mich einfach. Ich will gar Oh, nicht don't stören. mind me. I wouldn't want to interrupt. Hey, listen, Yeah. how about I ask you a couple of questions on camera? Just simple stuff about the town. Okay. Also eigentlich bin ich ein bisschen kamerascheu. I'd rather not. Ich bin, I'm a bit camera ich mag keine shy. Kameras. You'll be fine. You're a natural. Dachte ich mir, dass du Just keine Wahl hast. move over here. Are we both in the shot? Yeah, that's fine. This'll be great. The lake as a backdrop. Perfect. Gucken, was das jetzt Let's wird. go. All right. This is... His name is Thomas Weiss. I knew that. Thomas and I go way back. As the local mailman for truly countless years, Thomas Weiss knows Providence Oaks like he knows the ich den back of his verliebt own angucke, hand. So, Mr. Weiss, how would you characterize this small, cold town and its warm inhabitants? I like turtles. Keine Ahnung, das ist leicht, Connor. That's easy, Connor. In den Äonen als hiesiger Postbote habe ich eines gelernt. Ob man neu in der Stadt ist oder nicht, für Whether you're jeden new in gilt. town or have lived here for ages, what's clear is this. Unsere herrliche kleine Namen sagen. Providence Oaks. Wirkt einfach, ist aber recht komplex, lässt sich nicht in einem kurzen Begriff Cannot be zusammenfassen. summed up in a single soundbite. Aber trotzdem, Nevertheless, wenn die Wintersonne das schimmernde Wasser erhält, merkt man, wenn man die Aussicht vom Wachturm gesehen hat, anyone who's ever seen the views from atop the mighty watchtower knows. dass Providence Oaks einfach, wir müssen sehr oft den Namen sagen. Providence Oaks is breathtaking. Und wo auch immer man ist und was auch immer man dort an Problemen hat, And wherever you are, or whatever you das hier gibt. face, das hier ist Heimat. Hier muss ein Lebewohl noch lange, auch komm. this ist is Sparta. Providence Oaks, sorry. And cut. Ah, that's so sweet, Thomas Weiss. Completely unusable, but sweet. I know I've got goosebumps. Yeah, that went well, kind of. Now, let's scout out the establishing shots at the far end of the pier. Let's go, Connor.
Aye, aye, Captain. Gabe, you can take 5. My advice would be to take those 5 in the van to reduce the risk of any further ass freezing off incidents. Noted. Thanks, Ilsa. Okay. Na, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Und? Hat dir der Film gefallen? Knickknack? Kann ich mit dir reden? Junge. Yeah, my man. Nice little interview back there. Let's hurry this up, okay, Ilsa? Ach, das war's schon. Er will nicht mit mir reden. Okay, dann gehen wir mal. Was gibt's denn hier? No diving, no running around the lake. Hier wird repariert. Okay. Hallo Elsa, Ilsa, Luisa, keine Ahnung wie der heißt. Natürlich weiß ich, dass sie Ilsa setting up heißt. some shots here. Ah, so beautiful. Oh, and thanks for your time, Thomas. Jetzt wollte ich mal ein bisschen Schwätzchen halten. Wollte hier ein bisschen lecker heiße Details rausfinden. Ja, nix gibt's. Okay, ich gehe später mal zu Pablo Escobar. Oder wie auch immer er heißt. Tut mir leid. Und frag ihn mal, wie es gelaufen ist mit dem... Der... Weiß schon. mit dem Film, den sie zusammen geguckt haben. Den ich und Angie zusammen ausgesucht haben. So, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Also, guck mal, jetzt sieht's aus, als wäre auf dem Auto ein Fisch drauf. Unten links auf der Karte, seht das. Nun ja. So, hallo. Solltest du nicht ins Auto Mr. gehen? Weiss. Thomas, sir. Hi, Gabriel. What's up? Just that, well, we'll be ringing in the new year right here in Providence Oaks. Ja, so, warum das? my mom is shipping over my tuxedo. Can you make sure it arrives okay? She says she clearly marked the package Serrano Room 2. Oh, of course. Ach Mailman's so. promise. Ja. Gibt's einen Grund, warum du dich schick machst? Und hat Ilsa und dir der Film gefallen? So, how did you and Ilsa like the movie? Oh man, it was beautiful. Heavy stuff though. At the end, Ilsa totally had tears in her eyes. And, well, so did I. There is something else I wanted to ask you about. I guess I'm curious. Oha. How did you, like, woo your wife? Highschool-Liebe. So langweilige Geschichte willst du nicht hören. Doch, Ooh, natürlich will ich Emily? das. Oh, you don't want to hear such a boring old story? We've been together for over 40 years. And things like that, they were very different back then. No, I suspect what you really want to know is Bin ich something aber gespannt. else. Was will er denn wissen? Du willst wissen, ob du eine Chance bei Ilsa hast. Du willst wissen, ob du es bei Ilsa versuchen solltest. Und das ist eine Sache zwischen dir. Also da quasi, ne? Und das ist hier. Soll er es überhaupt erst versuchen oder hätte er eine Chance? Also das ist ja schon. Also irgendwie. So. So. Okay, ich hätte doch besser das Highschool-Ding nehmen sollen. Vielleicht wäre da ein bisschen was Lustiges rumgekommen. Ich meine, in der Highschool müssen sie ja auch irgendwann gesagt haben, hier, Alter, oder Aldi, willst du mit mir gehen? Ja, nee. Nur, weiß schon. So. Also, ob du es versuchen solltest, ist Quatsch. Der soll es versuchen. Das ist eine Sache zwischen... Achso, da halte ich mich dann raus. Nee. Du willst wissen, ob du eine Chance bei Ilsa hast. Du willst wissen, ob du es versuchen solltest. Mit dem Heiratsantrag ist ein bisschen früh, oder? Shh, keep it down. Don't mention her name. But yeah, I'm terrible at that kind of stuff. Ja, und ich bin besser, oder wie? You seem like a wise man. I really Mein appreciate Lieber, your okay. advice. Well, okay then. Okay, jetzt kommt's drauf an. Advice. Hier, was habe ich denn hier? So, ich glaube, das hat man gehört. Tut mir leid. Versuch dein Glück. Bleib lieber Kollegen, ganz professionell. Folge deinem Herzen. Folge deinem Herzen heißt nichts anderes wie, mach dein Scheiß allein, lass mich doch raus. Versuch dein Glück, bleib lieber Kollegen, ganz professionell. Also mein Tipp ist ja, schreib's ihr. Ach so, ja, es gibt ja noch nicht wirklich Internet. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Mal überlegen, habe ich das jemals? Ich bin jetzt auch mit meiner Freundin zusammen. 18 Jahre, alter Falter, hey.
Da gab es wenigstens schon Chats. Das hat Sachen deutlich einfacher gemacht. Ja, so richtig Chat. Nicht irgendwie, wie heißt dieses wichtiges Tinder oder so. Nee, so richtig Chat, der auch ein ganz anderes Thema hatte. Also das war kein so Kuppelchat, der hat ein komplett anderes Thema gehabt. Aber ja, wie das halt so ist. Man schreibt miteinander, man hasst sich wie die Pest. Und dann stellt man fest, es gibt eine Sache, die man gemeinsam hat. Und auf dieser einen Sache, ja, deswegen hat alles angefangen. So ist es, ist ja egal. Versuch dein Glück. Is to go for it. You like her a lot, and it's pretty obvious that the feeling's mutual. Ist das so offensichtlich? And is that your definitive judgment? Das Beste, was mir zu der Frage einfällt, ein bisschen schwülstig, aber ja. Warte kurz, lass es mich anders ausdrücken. No, wait. Let me rephrase that. My definitive advice. All done. Hey, what are you Shit, jetzt haben wir Nein gesagt. Jetzt denkt er, Postbote plaudert nie etwas aus. Oh, Gabe wollte dir einen Antrag machen. Darüber, was Gabe zu Silvester anzieht. Ich werde garantiert hier nicht sagen, dass mit dem Antrag, während der blonde Spacku da dabei steht. Nee. Ein Postbote plaudert nie was aus. Mailman never tells. Excellent. Now start the engine, Gabriel. We're rolling out pronto. Man alive, it's cold today. On it, Mr. Price. Meint er, ob er jetzt wirklich denkt... You've been a huge help. Das war, glaube ich, nicht gut, oder? Tux, yeah? Will do. Bye, folks. Ob er jetzt wirklich denkt, dass wir sagen wollten, nee, doch nicht, mach hier doch keinen Antrag. Ich wollte es nur anders formulieren. Also so anstatt, mach ihr einen Antrag, du süßer Bubi oder so, wollte ich halt sagen, drauf in der Wetter, du packst das T-Shirt, hey, oder so irgendwie. Keine Ahnung. So, naja, ich hoffe, er hat's geschnallt. Hoffe ich. Was ich glaube, ist was ganz anderes. Er ist nämlich nicht hellste Kerze auf dem Geburtstagstätschen. So. Also ich muss jetzt, glaube ich, wieder in den Wald fahren oder so sieht das aus hier, gell? Ah, nee. Ach, das ist der... Ist das Diner, oder? Ah, ich muss ins Diner, okay. So. Jo, Handbremsdrift. Da habe ich nochmal besser hingekriegt hier. So, Paket. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob Amazon... Also wenn bei Amazon im Lager, wenn da ein Regal umfällt, haben sie dann Paketboten? Hallöchen! Hi there, ladies. Oh, was macht denn sie hier? Aber das ist hier? Thomas. Hallo. Ich habe hier Lieferung für den Diner. Kay. Okay. Ja. Got a delivery for the diner, Kay. Great. Ach, das Kay. From the general store, I see. Ich glaube nicht. Zu schwer für eine Packung heiße Luft. Schön. Sag du es mir. Ich lese immer nur den Adressaufkleber. All the Ich bin ja guter information I Postmann. usually need is on the address label. Fährt wieder ein LKW. Oh well. Okay, so before I leave, we had this awesome girls' night yesterday thanks to Beth. It was hilarious. When I first saw where we were going, my brain went, oh my god. And when the guy showed us what we were going to do, my brain went, oh my god. And when we started, it was so yuck, but also so cool, you know? I've never done anything like that before, and I loved that I got a Vielleicht chance solltest du ein to bisschen find out. aufklären, wo du warst. But then again, I doubt that I will ever try it again. Vielleicht aber auch nicht. Ah, yes, the girls' night. Well, whatever happens on girls' night Ich and all will that. es, glaube ich, gar nicht Well, it's wissen. not Ne? exactly a secret. We made haggis. Was ist? Was ist? Gesundheit. Oh, Gesundheit. Oh, I said Gesundheit. haggis. It's a Scottish dish made from a sheep's liver, lungs, heart, and suet, all stuffed into a sheep's stomach. It's this fascinating traditional gourmet staple stemming from the 15th century. Would you believe? Poems have been written about it. Viel Fleisch, dazu Fleisch als Beilage. Bin garantiert nicht dabei, weil wo kommt denn das Fleisch her? Das hört sich also... Klingt eklig. That sounds disgusting. I'm glad we mostly had processed Fast foods nur at Fast Poker Food. Night. Well, I say, Thomas, don't be a Philistine.
Junge, meine It kulinarische was so Neugier gross. I'll hört have nightmares ganz about kurz nach zombie sheep for weeks. Huhnhintern auf. Aber nur ganz kurz, weil Huhnhintern ist geil. Okay, Das hate ist to das leave you zärteste two, but I Fleisch, really hat mein have to Vater immer sort out this gesagt. Keine Ahnung, delivery ob es ASAP. stimmt. The Marine will go bananas. Talk soon. Thanks again for the great evening, Beth. Bye. Bye, Kay. Tschüss, Well, tschüss. now, I really should get back to the grind as well. Those New Year's price reductions aren't going to fix themselves. Ja, okay. Besser du als ich. Dann bis bald. Warte mal kurz, ich möchte noch was besprechen. Wegen Samstag. Hold on, Was ist Beth. denn Samstag? Quick word about Saturday. Silvester oder was? Oh? What's on your mind? Ist alles in Ordnung? Es geht um Samstag und diese ganze Paketsituation. Was für eine Paketsituation? Ich frage mich. Is everything okay? Yes, I'm fine. Don't you worry about me, Thomas. I'm fit as a fiddle. Now, if that's all, I really need to get back Was ist to the denn, bookstore. was für eine Paketsituation? Habe ich wieder was verpasst? Ach komm schon, Beth, du hast dich doch wirklich etwas merkwürdig verhalten. Ich bin mir sicher, dass alles in Ordnung ist. Beth, come on. You have been acting a bit strange lately. What do you mean? Ja, ich weiß es eigentlich auch nicht. Irgendwas fühlt sich komisch an. Standing outside in the cold with a parcel like that. It feels off to me. Ach, die meinen Okay. den Teddybär. You've got me. Can we sit down here for a bit? Okay. Heavens, I do feel a bit caught out. Aber sowas But von. I have to admit, it does warm my heart to know that I cannot fool my friends. Well, out with it, Beth. You see, Raus damit. it's my eyes, Thomas. I have glaucoma, which means my optic nerve is deteriorating. I found out a few months ago. Oh my gosh, Beth. That's terrible. Thank nicht you. schön. It was a bit of a shock at first. I haven't told Emily yet. Daniel knows. It's not that bad yet, but it's not getting any better either. The thing is, this kind of condition happens slowly. And I haven't been the fastest in getting it treated, but they can stabilize it. That's why I wasn't able to fix the parcel on my own last Saturday. And that's why I'm starting to miss a few details here and there when I'm in the store. Or asking for peas instead of beans at Christmas dinner Ja. with all of my friends of Ach all so, places. ja, okay. Ja, okay. Was ist denn mit dem Buchladen? I had no idea. Is there anything we can do to help? It's sweet of you, but there is no need to treat me any Ja dann, differently. okay. I've been going about my business as Ach, da, usual, ja, first and nee, foremost, nix. because the deterioration is so gradual. Until I couldn't really do the little things Ja, aber du musst anymore. Things Preisauszeichnungen like machen, auch in reading Büchern und small so, ne? print are getting difficult, which was a painful thing to accept at first. Working in the bookstore is starting to give me more issues than I'd like. Getting older. It's a strange thing, isn't it? It's like that Robert Frost poem. The afternoon knows what the morning never suspected. Doesn't mean I wouldn't mind taking a little nap in between from time to time, though. Es wird wohl einer der Gründe sein, warum sie umziehen will und den Bücherladen komplett aufgibt. Also, wann willst du es When Emily will you sagen? tell Emily? I can't honestly keep something like this from her. And she's your best friend. I'm sure she'd love to be there for you. I'll tell Emily tonight, I promise. She'll probably be a bit shocked, but she'll understand. Naja, was heißt, die wird schockiert sein? Ja, natürlich. Also sie wird sich halt Sorgen um dich machen, aber es ist jetzt nicht so, als hätte sie was hinter ihrem Rücken was Böses gemacht oder so. Kann sie doch nichts für, dass er halt einfach einen grünen Star kriegt. Und es wird wohl eher so laufen, dass die dann halt sagt, okay, dann ja, ist es besser, gib den Laden auf, bevor halt gar nichts mehr geht oder so. Und zieh halt um, ja klar. Also ich weiß nicht, warum die da jetzt so ein Geschiss macht hier. Ja, komm. Thanks. So. And I think you're right. When you really look at it, in the end, it's not all bad. You see, every limit is a beginning as well as an ending, as T.S. Eliot puts it. For me, there's really no use dwelling too much on that limit. I can't change it anymore at this point anyway. But I do have a choice in how to deal with it. Plus, Georgia has a lot to offer: museums, social clubs, and most importantly, my family. If you look at it like that, getting older may still feel like a cursed time, surely, but
I also see each new year as a gift. An opportunity to start new adventures, explore, and have more fun. You can't take something like that for granted. I feel a quote coming on. As soon as you feel too old to do a thing, do it. As Margaret Deland said. There she is. Well, I guess I really should be going now. Thank you once again, Thomas. I do feel better now that it's out. You're a good friend. No, thank you, Beth. Bye now. Tschö. Ui. Oh, schwieriges Thema hier. Alt werden. Also, was heißt schwieriges Thema? Du bist halt einfach älter und manche Sachen klappen nicht mehr so gut wie vorher. Socken anziehen. Ja. Das Ding ist halt, und das ist halt gut. Jetzt kommt's, passt auf, ihr jungen Leute. Jetzt kommt wieder der alte Mann, der euch sagt, ja, bereitet euch frühzeitig drauf vor und so. Ja, das sagt jeder alte Mann. Und warum? Weil es stimmt. Und hören junge Menschen da drauf? Nö, natürlich nicht. Und das ist gut so, finde ich. Weil, ey, du willst deine jungen Jahre nicht damit verbringen, irgendwie dich alt zu fühlen. Du willst deine jungen Jahre genießen und dumm Zeug machen und dass es dir die Zukunft erstmal egal ist. Und da hast du auch alles recht dazu. Genau so macht man das. Wird's dir später, wenn du dann älter wirst, auf die Füße fallen und du merkst, ja Kacke, hätte ich mich doch früher drum gekümmert. Ja klar. Ja klar wird's das. Und dann wirst du hingehen und sagst dann zu den Jüngeren dann, hey, ihr jüngeren Leute, kümmert euch frühzeitig drum, wie das wohl ist, wenn ihr alt werdet. Und die jungen Leute werden sagen, ja klar, Opa, mach immer. Und sie werden es nicht machen. Und dann seid ihr die alten Leute, die sagen, ja, das gibt's doch nicht, ich hab's denen doch gesagt, warum hören die nicht auf mich? Genauso wird's ablaufen, genauso ist es immer abgelaufen und genauso wird's auch in Zukunft immer ablaufen. So, ist halt einfach Kreislauf der Dinge. Passt. So. Ja. So. Also, zusammengefasst kann man nur sagen, seid den Opas und Omas nicht böse. Die meinen's halt wirklich gut, euch dauernd dran zu erinnern. Und zu den Opas und Omas kann man sagen, seid den Jungen nicht böse. Have you seen Jack? Die werden's auch noch lernen irgendwann. Und bis dahin sind sie jung. Lasst sie jung sein. Scheißegal, so. Ich habe keine Ahnung, was er gefragt hat. Ich hatte Wichtigeres zu tun, als mit Frank, dem Lügner, Frank zu reden. So. Na, wie ist es denn mit Morgan gelaufen? I haven't, Frank. How did it go with Morgan? Didn't happen yet, but I need Jack to pull it off. I'm a sitting duck right now. I'm toast if Morgan suddenly shows up. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Morgan ist wahrscheinlich längst wieder auf Providence Oaks verschwunden. Meinst du wirklich? Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Really? What's the worst that can happen? Good afternoon, gentlemen. Sorry for interrupting the conversation. Mr. Coleman. Mr. I see you managed to be Coleman! present at the job position you're currently holding. I think it's time you and I had a little chat inside the office. Mr. Morgan, it's so good to see you again. A little chat sounds wonderful. But I'm afraid there's an extremely urgent parcel I have to deliver right now. So stay put, and I'll be back in about 30 minutes. You can stay right here, Frank. I'm sure Mr. Weiss would be happy to deliver that package. Wie, Moment, ich habe jetzt Feierabend. Thomas? Ja, aber sicher. Gehen wir rüber zum Mo und besprechen das Ganze wie erwachsen. Nee. Ich bin gerade mit meiner Runde fertig. Sure, Tschüss. Hat mit mir nichts zu tun. Ich will noch in Ruhe. Excuse me, sir? Hi. Hello. I heard you were looking for a guy in a light blue shirt with a mustache to purchase illegal fireworks in the parking lot of the post office? Well, you found Es war him. so klar. Legal fireworks? Who do you think I am? Sir, you don't have to keep your guard up. Frank and Thomas here both know me very well, and I'm sure they won't tell a soul about what you're doing right now. So,
What will it be? I've got rockets, Roman candles, fountains, sparklers. I even have barrages that'll give you a fireworks extravaganza that you won't ever Könnte forget. nicht wenigstens... I think there must be a misunderstanding here. Please don't put Mr. Morgan in this position. If people walk by and see this, they might snitch on him and get him into trouble. He could even lose his job over this. Ich glaube nicht, dass er Feuerwerkskörper kaufen I will. don't think Mr. Morgan is interested in buying fireworks, to be honest. I'll Nee, der will tell you Frank what will happen. rausschmeißen. I'm going to get in my car, start the engine, drive home, and pretend I did not just spend 3 days in Providence Oaks for absolutely nothing. Sir, if you take a left at the deer statue, you'll eventually pass my barn, and I can fill your trunk there in just 1 minute. Do you have cash on hand? Gentlemen, I'll be back next year. Frank Coleman, your luck will run out one day. I wouldn't bet on it. Tally ho, Morgan. Moment. Sorry. Was sind meine Taschentücher? Da. Ja, zu spät. Wird morgen glauben, dass es Jack war, der die Feuerwerkskörper angeboten hat. Tolle Vorstellung, Jungs. Mann, oh Boy, Mann. oh boy. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Ja, Thanks, guys. I genau, owe you Frank. one. Dann bleibt mal aus der Küche draußen. Er könnte mal einfach aufhören, dauernd so eine Kacke abzuziehen, hey. Der bringt hier alle irgendwie... So, Vice Residence. Montagabend. Telefon. Telefon. Hello? Evening, Thomas. It's Maureen. Oh, Hi, Maureen. If you're looking for Emily, she's at the motel right now. I was actually looking for you, Thomas. I don't know what to do with this Nancy situation. I get so worked up just thinking about it. And that usually gets in the way of doing the right thing, you know? I need to talk to someone who's a bit more emotionally das hört sich jetzt, glaube ich, an, als würde sie wirklich Tipps brauchen und nicht nur reden wollen. Also das Liebste würde ich sagen, ey, lass mich doch raus. Das mache ich ja beim richtigen Leben auch nicht. Sondern bin mir nicht sicher, ob ich dir doch helfen kann. I'm not sure if that's me, Maureen. Well, I am. What would you do, Thomas? Give in to that Nancy Carlisle and her overpriced snacks? Or tell that woman to take a hike, but risk ending up with a lackluster New Year's Eve party? Wirklich. Silvesterfeier ohne Snacks. Pass auf, ich hätte da, wir haben im Spiel, wieso gucke ich auf meine Uhr, wenn ich wissen will, was wir im Spiel haben. Ich glaube, wir haben den 30. Also morgen ist die Silvesterfeier. Ist ein bisschen knapp, ne? An der Party geht es darum, mit Leuten, die man mag, eine schöne Zeit zu verbringen. Also, wer nicht weiß, um was es hier geht. Nancy ist die Besitzerin von dem Tante Emma Laden. Tante Nancy Laden, ne? Und Maureen ist die Chefin oder die Besitzerin von dem Diner. Und die hat eine Silvesterparty angeleiert und hat gesagt, hier Nancy, ich bräuchte ein bisschen Snacks und sowas. Und dann ist Nancy hingegangen und gesagt, ja, gar kein Problem. Und hat ihr Snacks besorgt, also so kurz auf knapp, die aber schon kurz vor dem Verfallsdatum sind. Also die haben nicht mehr so ein langes Verfallsdatum, sind wohl aber noch haltbar. Hat ihr aber den vollen Preis berechnet. Und das gefällt halt Maureen nicht. Sondern sie sagt halt, ey, die sind kurz vorm Ablaufen. Die hättest du eh wegschmeißen müssen und jetzt willst du hier einen vollen Preis. Wie wär's, wenn du mal ein bisschen runtergehst? Aber dann ist es so, nö. So. Ich glaube, das war mehr oder weniger zusammengefasst, was da gerade los ist. Wieso steht denn... Sorry, ihr seht das nicht. Es ist auch egal. So. Silvesterfeier ohne Snacks ist halt doof. Oder es geht nicht um die Snacks, es geht mit den Leuten so. Also ich hätte jetzt halt gesagt, aber das ist halt wirklich sehr, sehr knapp, dass man halt einfach sagt, ja, Snacks ist aber so Chips oder, also verstehe ich drunter, Chips und kleine Zeug so. Dann hätte ich gesagt, hier, kann nicht jeder selbst sein Zeug mitbringen? Also nicht selbst sein Zeug, sondern du machst den Krummbeersalat, du machst den Waschsalat und du machst den Salat. Irgendwie sowas. Also, dass Leute Zeugs machen und dann da hinstellen und dann kann jeder von jedem ein bisschen essen. Irgendwie so. Dafür ist es aber zu spät. Ich meine, ja, so ein Kartoffelsalat ist recht schnell gemacht oder so, keine Ahnung.
Oh, das ist aber jetzt wirklich, wirklich schwer, ne? Silvesterfeier ohne Snacks ist halt wirklich doof. Dann sollst du halt zahlen. Mein Ding wäre, eine Silvesterfeier ohne Snacks ist doof. Lass es ihr durchgehen und danach kauf nichts mehr von ihr. Und danach krieg deinen Hintern hoch und bestell dein Zeug früher. Bist du selber dran schuld. Wenn du auf den letzten Drücker Zeugs willst und dann dich noch beschwerst, dass du nur nicht mal überhöhte, sondern normale Preise zahlen musst. So. The horror of a New Year's Eve party without a decent snack selection. That's not a difficult choice for me. So you're saying I should go against all my principles just because of some snacks? It's not just the snacks, Maureen. But sometimes it's better to take the high road. This town is too small for everlasting Das ist ein feuds. guter Tipp. I think you're on to something there, Thomas. I'm not yet totally sure what I'm gonna do, but at Okay. least my mind's at ease now. Thanks for lending me your ear and advice. You're a doll. Okay, man muss einer sein, um einen anderen zu erkennen. Ein Depp oder was? Gern geschehen, Maureen. So. It takes one to know one, Maureen. Ja, okay, alles klar. Ruhig nochmal Tschüss sagen können. So, oh, guck mal, ich kann wieder aussuchen, ob ich zu Hause bleiben will oder ein Buch lesen. Oder ob ich speichern will. Na, guck mal, speichern geht zum Beispiel nicht. Das ist doof. So, was will ich sagen? Wir gucken mal auf den Terminkalender. Das ist nicht der Terminkalender, das da. Ja, heute steht nichts mehr an. Morgen Silvesterparty. Da würde ich mal sagen, wir lesen jetzt mal schön ein Buch. Ja, der hat ja noch das lustige Sportbuch mit diesen lustigen Sportfakten da. So, das lesen wir jetzt. Ich sag schon mal Tschüss. Ich bin so frei. Noch ein bisschen Gebläse und dann ist es vorbei. Bye, bye. So, ich kann auch Zitate. Auch wenn es nur ein Musikzitat ist. Ja, so. Buch lesen und zu Hause bleiben. Und tschüss, Leute. The 26th President of the United States, Teddy Roosevelt, regularly staged boxing matches in the White House. Okay. And took on anyone he could, including professional boxers. In 1888, a pigeon fancier and a beekeeper challenged each other's creatures to a 3.5-mile race organized in Germany. The bee won by 25 Das ist ja wirklich seconds. interessant.